Größenvergleich zu einem Erythrozyten steht, hier aus dem Interferenzkontrastbild, dann sehe ich, der Größenunterschied ist also wirklich massiv. Ja? Erythrozyt und so eine Trichomonade. Erythrozyt und, naja, oxidativ geschädigter Erythrozyt wäre meine Diagnose. Ja? Von Trichomonad zu sprechen, halte ich für fahrlässig. Die Beobachtung, die dahinter steht, heißt dann, ja, alles Mögliche besteht aus Trichomonaden. Die ganzen Makrophagen würden daraus bestehen und alles Mögliche. Wenn man sich das in der Literatur durchliest, ist das nun ja ein sehr interessanter Abstecher, der aber aus meiner Sicht wissenschaftlich nicht haltbar ist. Derjenige, der das schreibt, ist natürlich jetzt auch nicht grob fahrlässig von sich aus, sondern der hat einfach immer mit Menschen zu tun, die immer mit Trichomonaden ein Problem hatten. Und aus diesen Erscheinungen heraus nimmt ein solcher Mensch, ein solcher Arzt dann Blut ab und stellt immer diese Dinger fest. Was er sieht, ist oxidativ geschädigte Blutzellen. Weil er aber immer Trichomonadenprobleme bei seinen Patienten hat, sagt er, ach, alles klar, dann sind es Trichomonaden im Blut. Und so kommt dieser Rückschluss zustande. Ja, das ist natürlich ein bisschen falsch. Weil umgekehrt gibt es auch andere Situationen, die solche Bilder machen. Das hängt nicht immer mit den Trichomonaden zusammen. Das wird noch viel deutlicher in diesem Beispiel. Das haben wir in Deutschland, vor allen Dingen im südbayerischen Raum, sehr weit verbreitet. Im Stuttgarter Raum denkbar auch, aber die Therapeuten, die davon erzählen, kommen meistens aus dem bayerischen Raum, die ich kennenlerne. Aber auch, wie ich feststellen durfte, in Norwegen. Ganz famos. Borrelien, Borreliose. Ich sehe Borrelien im Blut. Was wir sehen, sind diese Strukturen, wie wir eben genannt haben, Myelinfiguren, so würde man die benennen, ja, bei oxidativen Stress. Das sind beispielsweise Borrelien. Oder das hier, das ist eine spirochetenartige Bakterienform, die sich wie folgt bewegt. Ja, die hat verschiedene Kringeln und hat eine ganz charakteristische Bewegungsart, die mit diesen Bewegungen in keinster Weise übereinstimmt. Ja, das ist einfach so ein Video, was ich dazu mal